was ist? Ja. Rehfleisch, oder? Da ist hier oben in dem Rucksack, da sind erstmal die ganzen Zutaten. Das ist Rehfleisch. Die Soße habe ich schon fertig. Ne? Schau mal, da in die Flasche habe ich die Soße gemacht. Cool. Ja, Meinst du diese Soße, oder? ja, das ist die Spezialsoße fürs Reh. Lecker. Ich verstehe überhaupt nicht, was die auf unserer Autobahn wollen. Ja. Ich lasse die extra bauen, ja? Ja. Und dann fährt jeder Trottel auf meiner Autobahn. Unserer, besser gesagt. Ja. Da, Da vorne, da fährt der einer jetzt mit dem Boot. Was will Genau. er mit dem Boot auf der Autobahn? ja, das gehört ins Wasser Genau, reingeschmissen. auf der Autobahn. Das Er ist hier. zum Kotzen. Nichts zu suchen, hier gar nichts, nein. Müssen auf der Autobahn fahren. Da brauchst du nicht wundern, wo die Staus herkommen. Ja, genau, richtig. Wir haben alle null Das vom Autobahn. wäre wieder unterbinden, dass da jeder Trottel auf der Autobahn fährt. Ja, das ist Genau, das ist so. bodenlose Frechheit. Da haben wir jetzt hier so gequält, dass du hier eine Autobahn hingebaut hast und jeder benutzt die. Ich sage, ja, Leute, geht's noch oder was? Da kurft er rum, das Boot gehört im Chiemsee reingeschmissen und ich da auf der Autobahn. Immer bei der Gelegenheit. Hast du eigentlich die Bau 4 bestellt gehabt? Holländer an, ja, geht's noch. Hast du die Baufirma nicht bestellt? Weil die nicht anlaufen? Ich habe nichts getan von Baustelle. Ich habe auch nichts gesagt. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, wie das kommt. Das kann nicht sein. Lauter, ja, ich sag's nicht. Servus, Habidere und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal bin ich nicht mehr alleine, diesmal habe ich einen Ubi dabei, meinen neuen Kollegen in Sachen Film, außerhalb von YouTube und jetzt innerhalb YouTube. Wir fahren nämlich nach Schotten zum YouTuber-Treffen Outdoor mit Billy und da freuen wir uns schon riesig drauf. Auf. Haribo macht Kinder froh, macht Erwachsene ebenso. So. Nichts anderes wie. Das schmeckt doch gar nichts. Das ist nichts anderes wie eine Nervennahrung, weil der Scheiß staut, das regt mich auf. Da war es zum letzten Mal Bären. Ich beiß euch alle tot. Das ist halt der Unterschied zwischen Bayern und Ostfriesen. Gibt es da einen Unterschied oder was? Ja. Die Ostfriesen legen sich immer im Schlaf. Die Bayern schon, ja? Echt? Ja, wir sind jetzt in Schotten angekommen und genießen die erste Nacht im Zelt. Wir haben jetzt 0:40 Uhr und mega geil. Die Ankunft haben wir überwunden, das Zelt haben wir aufgebaut. Morgen werden wir irgendwann frühstücken. Die anderen YouTuber haben wir schon alle getroffen. Ja. Geil, und das Zelt ist schon warm. Also super geil. Ich muss Das auch ist sagen, das Kollmann-Zelt. Für mich das erste Mal überhaupt, dass ich mal zelte. Und die Idee vom Helmut, super Idee. Ja. Schaut's nach Hoodin. Ja, Negerbeidel. Also ich muss sagen, ich liege hier so wie zu Hause, wie in meinem Bett und so Ja, richtig bequem. schön bequem. Ja, ein paar YouTuber haben wir schon kennengelernt. Genau. Super Leute. Und morgen gibt's Weißwürste. Morgen gibt's machen wir Weißwürste. Frühstück.
Und Wildgulasch. Und ich freue mich schon richtig. Über Tag wird gekocht. Ja. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen hier in Schotten. Wir haben jetzt 6:30 und wir sind die ersten, glaube ich, wo wir auf sind. Und alle anderen schlafen noch. Ja. Das ist unser Zelt. Unsere Behausung. Ja. Uwe ist auch schon wach. Ja, einen wunderschönen guten Morgen noch. Alter Schlafsack. Alter Schlafsack. Genau. Wahnsinn. Ja. Aber das Wetter ist schön jetzt. Aber windig. Also eiskalter Wind, aber Ja, geil. Wind ist. Carsten, du hast jetzt praktisch Rezept umrechnen, oder? Ja. Was du alles an Zutaten brauchst, oder? Ja. Also Das ist Rotkraut, Nee, nee. Schwarzkraut, Schwarzkraut. nee, für die Zimtschnecken. Ah, für die Zimtschnecken. Okay. Fürs Blaukraut brauche ich kein Rezept. Ja, wie viel braucht man da? 4. Wie? 4. 2 habe ich mal. Immerhin. Und der Hefeteig, der muss einmal eine Stunde in der Schüssel gehen Ja, und dann machst du die Schnecken fertig. Dann machst du die Schnecken soweit fertig und dann muss der noch mal eine Stunde im Topf gehen. Und okay. dann erst auf dem Feuer. Super. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Butter in Milch schmelzen. Der nächste Schritt ist jetzt erstmal die Füllung herstellen. Das ist jetzt lauter Butter, oder, Egler? Das ist jetzt erstmal nur Butter, ja. Das ist jetzt erstmal Butter Für die Mutter. und da rein kommt jetzt. Also der FT1 ist schon ein mega schönes Zöpfchen. Ja, da kommt jetzt dann Der brauner Rohrzucker rein. brauner Rohrzucker, genau. Wie viel mal per Gusto, oder? Nee, also jetzt in dem Fall sind es jetzt 150 Gramm. Und gemahlene Haselnüsse. Alles abgewogen. Ja. Warte mal. Habe ich jetzt das erste Mal, dass ich das über offenem Feuer mache, weil sonst, wenn ich jetzt zu Hause mache, mache ich natürlich am Herd. Ne?
keine Mehlbox, machst du das aus der Tüte. Ja. Aber heutzutage hat doch jeder eine Mehlbox. Meine Mailbox ist nur für Mail. Mehl? Sind wir doch beim Thema. War doch Mehl. Das ist übrigens ein Objektiv, ein Stativ, ne? Ein Schwebestativ ist das. Ja, das ist gut. Das ist richtig. Nimmst du die Kamera? Das ist übrigens die Assistentin aus dem Publikum. Die hat zufällig gewählt. Ihr habt euch vorher nie gesehen, ihr kennt euch nicht. Ne? Nie abgesprochen. Wer ist das? Der Gast? Ja, das ist der Zauberer hier. Ach, der Zauberer. Das bin ich so froh, dass du das übernommen hast. Ich wurde dazu genötigt. Du musst auch keine Angst haben, Miriam, im Kasten kann nichts passieren. Da bin ich froh. Das ist alles in Ordnung. Der Teig klebt. Ja, ich hätte die Hände vorher mehlen sollen. Wird schon. Oder die Pepper helfen, die kann das bestimmt gut. Nee, ich mach jetzt. Läuft da einmal drüber. Ich gehe wieder zurück. Das ist Jankas Löschwiegel mit dem Ich denke, Monster. wie lange wir diskutiert haben, dass ich dieses Video hier gestellt habe von wem und wo das Level. Das kann ich nicht. Ich höre mich so unheimlich. Ja, das Problem haben aber fast alle. Nee, fast jeder. Man muss sich dran gewöhnen. Jeder sagt, das will ich nicht gut da reden. Und du hast Ich schon hab's ja gelernt, gemacht. so Ich war ja nie. Das war das Wichtigste. Ich hab's ja Deshalb gemacht. mache ich immer den Monitor jetzt weg. Das ist aber, wenn man sich da sieht. Ja, ich mache das immer ohne Nudelholz. Ich habe meine übrigens auch dabei, meine Renate. Die könnte ich ja mal oben bei euch. Da ist auch Kamerachen Tara auf der Bank und die Das sind gemahlene Haselnüsse, Rohrzucker. Wir haben Wenig mal Butter. 360 Grad Schwenk. Ja, nicht gerade noch in da geht ja mehr aus dem Bild. Sind wir nachher voll gesoffen, wenn wir das Pass auf, jetzt schneide ich gleich die Schnecken Ich schlägst du gleich neu. und du legst sie rein. Jawohl. Also nichts. Scheiße. Das ist nämlich dem Dieter beim Bild. Links von der Seite oben rausgereißt. Und Speicherkarte ist voll. Ja? Keine Ahnung. Das sieht auch aus. Die Scheiße. Verstehe steht die nämlich nur das versteht niemand. Wie lange werden dann die gebacken? Ich gerne die Dinge funktionieren. Gibt es eine bestimmte Zeit? 35 Minuten. Okay, nicht länger. Also nee, gar nicht so lange. Danke. Wer ich schon. Oh. Wer sehen Sie Fernsehen? Schotten-TV. Schotten TV. Ich bin der Harald Roller. TV. Okay. Ohne TV. Du willst mir praktisch Konkurrenz machen, oder was? Ich mache dir keine Konkurrenz. Ich habe einen wunderschönen Kanal zum Wandern. Okay, und der war der Kanal. Der Traumfilm verfolgt. Ja, auch ich keine Konkurrenz. Fan? Muss man nicht haben, oder? Nö. Nee, muss man nicht haben. Alles nur Das Kollegen. muss man, das sind. Das ist Reh, oder? Nee. Wie viel haben wir jetzt ungefähr? 2 Kilo, 3 Kilo? Ja, 3 Kilo gehen nach Hause. Okay, jetzt kannst du richtig losreden. Jetzt kannst du reden. Lass deinen Schnabel wachsen. Ich habe hier eine Hilfe, eine vierbeinige Hilfe, aber die braucht dann Platz jetzt. Was haben wir denn hier alles? Outdoor Cooking, ja. Erstmal stelle ich mich mal vor. Ich bin jetzt ganz neu dabei, was YouTube angeht, was Filmerei angeht.
Ich habe vor 2,5 Jahren einen Menschen kennengelernt. Bin eigentlich ja nebenberuflich noch DJ und habe bei ihm auf seinem 50. Geburtstag aufgelegt. Wunderbare Party, super. Und durch näheres Kennenlernen hat er mir so ein bisschen von einer Filmerei erzählt. Und da spreche ich von, wie man sieht, die Janka Filmschmiede. Und der Uwe freut mich ganz besonders, dass der Helmut gesagt hat, du, da ist YouTuber-Treffen. Hast Lust mitzugehen? Ich denke, ja, warum nicht? So, jetzt befinden wir uns hier. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Eigentlichen. Wir wollen heute ein Rehgulasch richten. Und zwar machen wir das Ganze nicht in einen gewöhnlichen Kochtopf. Nein, wir werden heute, der Helmut wird dann gleich seinen Dutch-Ofen anschmeißen. Das werden wir das Ganze in einen Dutch-Ofen anrichten. So, was haben wir denn alles dabei heute? Wir haben erstmal das Wichtigste überhaupt. Das ist hier. Da haben wir das Rehfleisch. Das Rehfleisch stammt aus einem Jagdrevier. Das ist das Jagdrevier Hochberg in Oberbayern. Das liegt im Landkreis Traunstein. Und der Jagdrevierleiter, der wohnt in einer kleinen Ortschaft. Das ist bei Siegsdorf. Und das kleine Nestchen heißt Abstreit. Wo ich gleich bei diesem Moment einen wunderschönen Gruß rüber schicke zum Alois. Dankeschön mit Fleisch. Ganz spezieller Gruß rüber nach Abstreit, und zwar der Abstreiter Stammtisch. Und da grüße ich ganz besonders, na klar, den Luis, grüße ganz besonders den Sepp. Zutaten. Es ist so, ich habe schon vorbereitet, wenn man hier schaut. Und zwar ist es eine Mischung. Da habe ich drin Sellerie, da ist drin Petersilienwurzel, dann haben wir da Paprika drin, Knoblauch, Zwiebel und Lauchzwiebel und Karotte. Habe ich fein gewürfelt. Das werden wir nachher mit dem Fleisch zusammen mengen. Dann haben wir als Würzzutat, schauen wir mal hier, bei mir Nummer 1 schon mal, was beim Würzen ist. Aber man riecht, das ist der gestoßene Pfeffer. Ja, der gestoßene Pfeffer gibt eine wunderbare Note, was Geschmack angeht. Dann habe ich hier ein spezielles, das ist dieses Wildgewürz. Lass uns noch ein bisschen durchziehen, denn die eigentliche Würzung, das machen wir erst ganz zuletzt. Wir werden das Fleisch schön anbraten lassen, gut anbraten lassen, und es wird dann später noch gelöscht mit Rotwein. Da sind Teile vom Autoreifen drin, oder? Ja, auch. Teile vom Autoreifen drin. Die steht da noch, oder? Ja, das ist hierher gelaufen. Das Fleisch ist von Abstreit über die Autobahn hierher gelaufen. Genau, das habe ich mir gedacht. Sobald ein Messer schneidet, kommt der Vierbeiner ins Spiel. Ne? Genau, da gibt es was zu fressen. Was trinkst du da? Ganz wichtig, Vitamin C. Vitamin C haben wir hier. Du Scheiße. Ja, So, ja, Cola, Vitamin C. Cola. Vitamin C. Jetzt weiß ich, wo das T herkommt. Und jetzt kommt einer der allerwichtigsten Vitamine, die der Mann. Ah, jetzt kommt es. Genau. Vitamin J kommt noch dazu. Das ist praktisch so Oder JD, wie man so schön sagt. sag ich. Vitaminzusatz. Ist Und es. dann, du weißt, beim Einschenken, Da darf man aber schon so viel reinschütten, oder? du weißt ja so, diese 18 bis 21 zählen, weißt du? 18, Ja, ich komme jetzt auf die Tassenhöhe. Ja, so. 18. Und wie kommt's dir? Gut? Ja, Fühlst du den dich fit? können wir fürs erste Mal so gelten lassen. Ja gut, alles klar. So, lieber Dieter, auch wir haben ein kleines Das ist aber nicht so klein. Leckerli mitgebracht. Ein größeres auch. Ich denke mir, da ist für jeden ein bisschen was dabei. Prima, vielen Dank. Also das Wollen ist wir alles das mal von aufmachen? uns zu Hause, von der Region. Bis auf bestimmte Sachen. Super, vielen Dank. Bitte schön. Danke.
Ich durfte mich ja nicht bewegen. Ne? 10 Jahre oder so. Der Film, hier habe ich eine Hauptlistung mal gemacht. Oh, der Duft. Was zusammengesetzt ist. Und da ist das Zimt alles schon drüber, oder der kommt Zimt. Die sind Wow. so fertig. Oder Zimtschnecken aus dem Deutschofen. Das ist zweimal. Wow. Oh, das schaut ja lecker aus. Das sind die leckeren Zimtschnecken. Wahnsinn. Achtung, wir krabbelt jetzt gleich eine Wespe in den Ärmel. Ach, die linke Seite, linke Seite. Hau ab. Ich habe nicht einmal Miete bezahlt und wird sie bei mir Ja, nicht. gell? Immer diese Mietnomaden. So isst man Zimtschnecken. Wow, saugeil. Schmeckt saugeil. Wir brauchen ruhige Bilder. Die ganze Würzung. Ja. Oh, das sieht ja jetzt schon geil aus. Das kann man eigentlich jetzt schon roh essen, oder? Durchlassen, durch den Fleischwaffeln hast du eine Reh gehackt. Das kannst du machen. Ja, ja. Die Möglichkeit besteht. Uwe, der Friesenkoch. So schaut das aus. Ist gemengt, gewürzt. Das dauert das ein wenig, aber wenn er richtig in Fahrt kommt, Aber jetzt dann. lassen wir uns mal richtig Wir haben diese Kohlen hergenommen. gut beraten lassen. Jetzt gut anberaten lassen heißt ordentlich. Und dann, wie gesagt, Das kommen die Ganze machen wir Feinheiten. auf dem FT6 in Verbindung mit dem Artago von Petromax. Genau. Dampft ja schon. Und mehr kriegst du nicht, oder wie? Musst du hungern heute? Das ist für meine Frauen, die haben Hunger. Okay, ja, da reicht es. Ja, ja. Zusammengeworfen mit seiner Der Deutschofen ist voll. nichts mehr verhindert. Er hat um die 50.000 Abos. Und die Leute werden immer mehr. Der hat dann irgendwann auch gesagt, geht einfach nicht. Das klingt so Man muss ein bisschen auf die Flüssigkeit achten. Aber in der Regel, da fehlt sie nichts. Und Das wird dann mal Zeit gerade. jetzt kommt der Rotwein, genau. Dieses Jahr soll es gerade werden. Wie heißt der Rotwein? Du hast doch da einen schönen Namen gehabt. Ja, das ist noch Friesischer. Das ist ein 98er Nordseeteich Südhang. Ja, genau. Das ist schon im Keller. Der liegt seit, sag mal schauen. Aber ich kann das Geheimnis lüften, das hat meine Frau vom Keller aufgegriffen. Winter hat aber einen Vorteil. Da wo Winter sind, keine Westen. Das ist richtig, ja. Gulasch hat Durst. Das ist das Schöne. Der Alkohol, der verkocht schön. Aber du hast das wunderbare Aroma dazu. So, das Rehgulasch ist fertig und wir werden es gleich mal ein bisschen probieren. Schaut mal her. Und Ja, natürlich. denke ich auch. So,
Also, es liegt nichts mehr im Weg. Wir sind wohlauf glücklich. Also muss ich sagen, mein Kollege, der Uwe, hat er fein gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hätte ich ihm nie zugetraut. Also, Bianca Filmspiel, natürlich. Hat ja schon Tage vorher haben wir ja. also, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ihm nie zugetraut, dass der so was hinzaubert. Helmut, Prost, mit dir trinke ich am liebsten. Helmut, das soll es nicht sein. Schmeckt geil. Schmeckt wie ein Leichenschmaus. Lecker. Wir haben noch andere Sachen. Willst du das wissen? Schmeckt es? Ja, natürlich. Hervorragend. Muss nicht geschnitten werden. Ist das Fleisch oder Putzlappen? Nee. Putzlappen. Also, wenn du mich so fragst, das ist ein Putzlappen. Ja, sieht gut aus. Direkt aus dem Schweinnacken Ja, rausgeschnitten. guten Appetit, gell? Lass das schmecken. Ja, lacht er jetzt. Warte mal her. Wink mal. Da gibt es nichts zum Lachen. Also wirklich. Ach, mit Essen spielt man übrigens nicht, ne? Peng. Ja. 1, 2, 1, Peng. Der beste Kaffee von Schotten und der beste Tee von Schotten. Ein Schottentee. Also ich muss dich einmal erloben, die schmecken saulecker. Du, guck mal. Was ist das? Pfannkuchenteig. So einfach. So einfach geht das. Ich hatte nämlich keine Lust, mich hinzustellen und frischen zu machen. Und da war das gerade im Lidl hier bei uns im Angebot. Tube. Genau. Und da habe ich gedacht, probier's das mal. Und es klappt wunderbar. Das dauert, das haben die ersten auch nicht dabei. Ja, normalerweise, wie gesagt, mache ich ihn eigentlich selbst. Aber das war halt einfach und schnell, dachte ich. Ja. Bevor du jetzt noch da stehst und Teig anmachst. Geil. Bekannte Billy. Billy Ray Cyrus. Kleiner Link. Die nette Angela. Hallo. Die beste schottische Küchen, was es gibt. Küchenhilfe. Dank diesen. Genau. Das, was sie hier morgen da, das sind mooi Pancake macht sie jetzt. Die sind heel lecker, sind die. Ach du Scheiße, das ist ja frisch. Das war friesig, genau. Marmelade. Was haben wir denn da? Oh, Himbeere-Bananengelee. Aus eigener Herstellung. Ja, und die schmecken lecker. Einen schönen Gruß von den lieben Gastgeber hier. Wunderbar haben es gemacht. Ja, hast du fein gesagt. 2008, und das ist ganz frisch, das ist 2018 sogar. Ja, die hat sie ganz Ja, frisch gemacht. du wirst doch nicht meinen, dass die von 2000 was hinstellen. Hm? Wenn du beim Billy Outdoor auf die Seite gehst und das Video dir anschaust, weißt du genau, wann sie es gemacht haben. Ach nee, Das war für das Treffen. Entschuldigung, Genau. ich muss mir noch mal ganz korrigieren, ich habe mich verlesen. Schneid doch Das ist raus. nicht 2018, das ist 1802 war das gemacht. Ja, das ist halt aber Realität. Hm? Ja, Nein, nein. nein, das ist schon gut. Das ist original Dachbodenfund. Der kommt so. Nein, die sind so normale Backpacker. Ja, dann sind sie mal mit rum. Oh, da musst du drauf gucken. Ich nehme das Audi ganz. Steckt da aber mal die Finger rein und probier. Wie immer. Ich find das schon toll und mach das. Sehr geil. Oh, das mache ich doch. Nimm deinen großen oben weg. Teletubbies. Winke, winke, stinky, stinky. Ich mach, du bist der Po, oder? Das war's. Genau, aber nur wenn er nicht möchte. Das ist eine Runde, ne? Das war's. Ja, liebe Outdoor-Freunde, ich glaube, mehr Outtakes habe ich noch nicht produziert und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da wird wahrscheinlich einiges gesendet werden. Jedenfalls hatten wir viel Spaß, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude an den Interviews. Eine Person habe ich vergessen, das ist der Wolfgang Wohlgemuth. Ganz große Sorry nochmal an der Stelle. Das war keine Absicht. Du bist mir wirklich bei all den vielen Leuten da durchgegangen. Verzeih mir das bitte. Alle, die interviewt wurden, wie ich schon sagte, sind unter dem Video verlinkt. Und ja, wir finden langsam ein Ende hier. Einige sind auch schon nach Hause gefahren.
Die wollen sich nur vom Sauernachen drücken. Genau, die wollten einfach nur weg. Und ja, einige haben auch wirklich sehr weite Anfahrten und ist natürlich klar, dass die jetzt losfahren. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht sehen auch wir uns im nächsten Jahr zum Treffen in Schotten. Und euch hat's gefallen? Ja, super. Das höre ich gerne. Mega geil. War wirklich klasse. Alles klar, bis zum nächsten Jahr und wir sagen und tschüss! Gott sei Dank. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, leider war es schon wieder mit dem YouTuber-Treffen bei Outdoor mit Billy und es war ein mega geiles Wochenende, also unvergessliches Wochenende und mit vielen netten Menschen war uns eine Ehre, hier nach Schotten fahren zu dürfen. An dieser Seite möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken an den Dieter und die Frau Miriam und natürlich den Mitorganisator Roman vom Kanal Wildsoda für die tolle Organisation. Boah, die gesehen. Uns hat gerade Raketen überholt. Ja, wir kommen jedenfalls 2019 wieder, also mir liegt eigentlich jetzt nichts im Weg. Ich hoffe, dass das urlaubstechnisch klappt, aber bei so viel Spaß und netten Menschen komme ich auf alle Fälle wieder gerne mit. Also in diesem Sinne möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Und dir hat es auch gefallen, oder? Ja, ich kann mir da noch anschließen und das Ganze schreit nach Wiederholung. Wenn es die Zeit erlaubt bei mir, bin ich mit dabei wieder beim Treffen, YouTuber-Treffen 2019. Auch Dieter und deiner Frau herzlichen Dank für eine sehr gute Bewirtung. Für die 2 Tage, da habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Danke euch beiden. Also ich habe mich gefühlt wie im Wohnzimmer. Absolut mega geil. So, wir fahren jetzt heim. Wir haben noch 382 Kilometer auf dem Buckel. Und schauen wir mal, ob sich da noch irgendwie Staus anhäufen. Na gut, mit diesem Sinne, das war's schon. Vielen Dank fürs Einschalten, abonnieren nicht vergessen und Video kommt demnächst und werde die ganzen YouTuber natürlich unten drunter verlinken in der Videobeschreibung. Ja, wie gesagt, das war's von meiner Seite her. Vielen Dank, Servus, Habediere, euer Janka Filmschmiede, der Uwe, der Helmut, also Habediere, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Come and waste some time with me like la 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 la. Even if it's only for one night. Meet me where the trumpets play, where our feet will start to sway. We'll be the cool cats in the club, wearing blue jeans with iced out rocks. We are quaint and they are vain. The night is long, we don't complain. The beat is loud, the place is full. I'll get the vodka, you get bull. La 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 la. Come and waste some time with me like la 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 la. Even if it's only for one night. La 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 la. Come and waste some time with me like la 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 la. Even if it's only for one night. Ton läuft. Peng! Und es macht alle fröhlich, das ist perfekt. Ja, ihr Lieben, und schon wieder geht das zweite Outdoor-YouTuber-Treffen zu Ende. Es war wunderschön. Ja, ich habe die Kanäle vorgestellt und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt, die einzelnen Leute kennenzulernen. Ich kann so nicht, Leute. Ja, Outtakes. Das laufen, Amateurfilmer kannst du mit denen. Hallo liebe Outdoor-Freunde. Es war ein spitzenmäßiges Treffen und ich drehe das Ganze noch verdammte Scheiß 1000 Mal. Ich bin noch nicht Panne.
Luft anhalten. So, jetzt hundertprozentig. Ja. Liebe Outdoor-Freunde, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, die ganzen Interviews. Und wenn ich jetzt noch dein Gegrinse im Hintergrund sehe, geht gar nichts mehr. Ich will eine andere Kamerafrau. Die verschluckt gleich die Kamera.